Da sind wir auf dem Bernino Spitz. Ich versuche das Bild, das über 120-jährig ist, für Engadin-Presse nachzufotografieren. Da hat Säumer drauf, Postschlitten und ist auch offenbar Anfang Winter gemacht worden. Und auf meinem Bild sind Militärlastwagen drauf und ein Car. Schurmes de fotografies históricas del Grischun, quelles d'eran per decennis a Berna. Qua ant il Museum de Comunicaziun. Pascal Werner, della Fondazione Grischuna per la fotografia, va in bebuonder. Hallo. La direttura della Chiesa, Jacqueline Strauss, spetta già sul Giast Grischun. Pascal, hallo? Hallo, Jacqueline. Du musst mal schauen, was ich gefunden habe. Komm. Qua il Morutsch d'era quist stazzi del Grischun deponia. Deponia schmancio con elaborer tot el der ciò comparia. Hast du noch mehr gefunden? Ja, wir haben ein ganzes Fotoalbum gefunden. Ui, RHB. Ja, das ist der Tunnelbaum vom Albula. Und du musst mal schauen, wie die Arbeiter gelebt haben. Und hier haben sie dann Kleider getrocknet, wenn sie gewaschen haben. Also hier ist ein Mineur. Wir im Museum für Kommunikation haben herausgefunden, die Sammlung passt nicht so richtig in unsere Sammlung. Und darum haben wir dann einen Entscheid gefällt, dass wir die Engadin-Presse zurück ins Bündnerland geben wollen. In abe quest'album veni in Grischun, ma un'intera collezione di 50.000 fotografie, geras fattas intorno al 1900. Es tratta del relast dell'Engadin Press, l'anteriore stamperia Sameden. Il 1960 il vaiva il Museum Bernais Clapot, da ci que non so. Ed è una delle più grandi collezioni di fotografie storiche del Grischun. Es ist ein extremer Glücksfall. Die Zeit ist für uns besonders interessant, weil wir vorher viele Bilder haben und nachher. Aber eigentlich in dieser Zeit, wo ja so viel passiert ist, haben wir nicht allzu viel Blick in die Vergangenheit. Und darum, dass man aus einem anderen Archiv etwas aus einem anderen Kanton etwas auf Graubünden zurückholen kann, ist natürlich wunderbar. Belias fotografies ci documenteschen ed hem un nov sguard il passò. Also das hier ist nochmal ein Fotoalbum, und zwar ein Rennwagen. Sehr cool. Also das sind ein bisschen statische Modelle und dann aber da noch ganz dynamische Aufnahmen von Rennwagen. Das ist die Rennstrecke, Shell-Strecke, die heisst. Das ist für uns ein absoluter Sonderfall, das kann man wirklich so sagen. Und es ist jetzt in dieser Zeit, die ich überblicke, in 15 Jahren, das erste Mal, wo wir so etwas machen, wo wir so einen grossen Bestand weitergeben. Es tut uns so weh, aber wir wissen, dass es an den richtigen Ort kommt. Quists duos albums tornan nuossa in a vossil Grischun. As podesti mena discorrer d'una restituzione intercantonela. Ca la Fondazione Grischuna per la fotografia Cuira sevra tutta la dimensione di questi Schatzi. Das ist jetzt also eine von diesen Zügelkisten, die wir von Bern geholt haben. Das ist eine unglaubliche Menge an Ordner und Schachteln und Fotoboxen, die dann gefüllt sind mit so Abzügen auf Karton. Und das füllt eigentlich hier 3, 4 also Regal, so Rollschränke.
Jede Kiste, die man öffnet, ist wieder eine Überraschung und entdeckt man wieder ganz viele neue Blicke in die Vergangenheit. Ich glaube, das kriegt man nur einmal im Leben. So eine riesige Sammlung. Aus dieser Zeit haben wir nie so eine grosse Bildsammlung gekriegt. Nachher ist natürlich alles in der Masse produziert worden. Aber aus dieser Zeit so eine umfangreiche Sammlung ist das erste Mal, dass bei uns ins Archiv kommt. Mantuns de Schacklas plein, fotografies veglias, prümas chartas postelas, plattas da Weider, in differentes grandezzas e formats, ci venien digitalisedas ed usce fattas accessibles a nus tuotas e tuots. Jetzt können wir mal in so eine hineinschauen. Das ist jetzt auch wieder so eine PTT-Mappe, wo die drin sind. Das ist natürlich nicht gerade ideal. Das siehst du, da könnte man vorstellen, die ist noch nicht einmal geöffnet worden in den letzten 60 Jahren. Also die sind alle so zusammengepfercht, was natürlich schlecht ist, wenn die so gebogen sind für die Fotoschicht. Die kann dann natürlich brechen, dann gibt es Risse. Und wenn du da reinschaust, siehst du auch, das sind die meisten so wie die Würmli da. Das sind eigentlich Gümmeli von damals, wo es halt ein paar Fotos zusammen in so Gümmeli tun. Und nach 60 Jahren ist das nur noch so ein komisches. Und wenn die so sind, sollte man sie gar nicht rausnehmen. Also eigentlich müssen wir die direkt dann gerade umpacken, reinigen und umpacken und wieder ganz langsam flach machen zum Digitalisieren. Weil zum Digitalisieren ist es doch schlecht, wenn sie krumm sind, weil sie dann unscharf sind am Rand und in der Mitte scharf oder so. In queste montagne de fotografies del 1880 fino al 1950 tocca d'una de giovin vistas ci nus conoscenza. Fotografies da pressa ci documenteschen il minciadin in giardina. Da dor il mond lujain della reclama pel turism, un sguard da vos las culisses. Die Sammlung ist nicht so. Die ist auch so, aber nicht nur. Die zeigt wirklich halt auch die andere Seite vom Leben von damals, wo auch vielleicht noch so eine Mischung war zwischen dem Tourismus und dem sehr ländlichen Leben, wo man halt auch einen Stall noch sieht im Dorf und nebendran schon ein neues Hotel, das gebaut wird, dass man die Entwicklung vom Tourismus auch kann mitverfolgen, wie das entstanden ist. Fitch prezius, abundant, 5.000 plattas de Weider. Documents historics in meldrer Qualität. Also ein grosser Teil von der Sammlung sind ja Glasplatten. Die sind noch bis in die 50er Jahre verwendet worden, weil sie einfach qualitativ so gut sind und stabil und flach. Aber es ist alles auch in der Produktion viel teurer gewesen. Also die Kameras sind natürlich viel teurer gewesen. Das Material selber ist viel teurer gewesen. Es hat mehr Chemie gebraucht, Transport mit diesen schweren Platten. Also es hat etwa 10-mal so viel gekostet wie nachher Nitrat oder Acetatfilm. Von dem her ist es sehr wertvolles Material, weil es wie das Originalbild ist, das unter diesen Retuschen unten drinnen ist, unter diesen Farben, die nachher koloriert worden sind. Und man hat sie auch verschnitten. Von dem her haben wir hier das Originalbild noch. Das ist auch so ein Glasplattennegativ im Format 13x18. Da sieht man im Positiven dann die zwei Kinder in dieser schlammigen Straße in Samada. Einer von diesen vielen neuen Blicken um 1900, die in dieser Sammlung sind. Pascal Werner cerca con sia camera l'exact lö e nuoce il fotograf dell'Engadin Press ha fatto quella volta sia portrait. Also mal schauen, ob das ungefähr stimmt. Ja. Das ist 1943, wo die Bombe eingeschlagen hat. Eine von 10 Bomben. Direkt vor dem Plantenhaus. Die Scheibe hat es rausgeschlagen. Der Zaun hat es umgehauen. Da sieht man jetzt, dass es
nicht ums Haus gegangen ist, sondern um den Krater oben. Das Dach ist abgeschnitten. Das ist jetzt eher eines von diesen Newsbildern. Auch die Gebäude, die Linien der Fassaden sind schief. Und es ist wirklich sozusagen noch ein Bild unter Schock gemacht worden. Queste fotografie von Pascal Werner per una app interattiva sulla pagina della Fondazione. La foto da Rozzindì es può congualere in questa app con quella del passò ed es clappa giusta informazioni su da quell'ö. Cesa Planta in Sameden. Haarscharf vorbei. Attention, Achtung! Sie stehen hier tatsächlich auf einem Bombenkrater. La veglia stamperia dall'Engadin Press. Ottavio Clavuot è un dels pocs che conosce il cominciamento della sua storia. Questo era l'edificio della Engadin Press, stamperia engadinese. Ci sono la bottiglia con una papeteria. Sul primo piano erano i bureaus e ci sono abitazioni. Da qua di mena deriva questa stazi, questo relax prezius, queste 50.000 fotografie sveglias. Qua erano le macchine della stampa, della composizione, e che era una canera enorme, che ci significa già qua dentro in questa sala di macchine. So che tutto mudò, ma un ultimo stizio è svezzo qua. Hem smancio del gioco colore. Ottavio Clavuot es crescia su Sameden. Si accesa es giusta spela stamperia. Questa è quella ominosa prima veglia stampa. La stamperia engadinese. Un bel dì abbiamo pensato di fare ordine e allora abbiamo lasciato sul loro terreno, abbiamo messo sul mio terreno e da spelò sto là qua. E provo di venire libero, ma in giù non la vuole. A partir del 1865 ho Sameden una stamperia. Una persona principale, Simon Tanner, fotograf, stampeder, litograf. El meina la fir il prim sodegen nom, ed es poch rendabel. Il 1902 surpiglio in inglese la stamperia e la nomna Engadin Press. Direttur resta Simon Tanner, prim redaktur dvainta se fil Hermann Tanner, fotograf. Ottavio Clavuot, historiker ed anterior magister, so d'una interessò per la storia dell'Engadin Press ed ella ora amassò in tutti questi anni una bruna documents. Che bel ciò, tanto qua. Ecco, abbiamo amassò un po' documenti sulla stamperia engadinese. Mio nonno era predicante a Sameden e oggi una buona relazione col bab e soprattutto col figlio, ce lo conosceva già da tempi di gioventù. Ha una fotografia da Hermann Tanner, ce la fotografò a mio nonno. Da sulla foto ho scritto a mio amico e assistente Otto Clavuot. Che vuol dire mio nonno giava con lui su le montagne, giudeva portare le apparature necessarie perché l'ogni non assistente. Hermann Tanner, il figlio abbandona l'Engadina vo stera a Berna. Simon Tanner, il bab continua sia lavori la stamperia e cese editura con successo.
Un'opera centrale è Squist Gudes del 1896, una guida dell'Engiadina illustrata con fotografie, un Gudes fitch domandò e renciozz. Tanner, talent per linguas, publicesce rivistas in püsses linguas, quas legge in ci hotels, c'als giasts nöbels passenten lur vacanzas. Pels indigens s'ingagia Tanner. Cunedir il föl d'Engiadina folerger per la Romancia, un pionier da stampa da quel temp, os vess in prais rumensch, diventa vgin d'onur da Sameden e lavora là fins a mort l'an 1929. Mio nonno ha scritto il pleito da sepoltura. Ma in quels plets funebers vien riassunt tutta la vita in sé, una biografia. E in questo deve essere il pleito funebre. Ottavio Clavuz al Gorda. Spese Cesa deve quenci un talvo, plain con material dall'Engadin Press. Che era quasi un magazzino per mettere giù tutta la roba che non aveva più trovata. E già là, sco giovane, scomat, ma più tardi, già vaint, svutrere intorno, che era un mantum cartas posteles e 30 rotters, e un di loro c'era una litografia, un crap, e caldei loro quasi ozzas poter salvò, perché c'è tutto il resto sarà rivolto in una mulda. Na tuot. Hans Grass, un de Puntraginia, naive il Museum de Comunicazione, Museum della PTT quella volta. Cuccia la collezione snida Berna in 1960, pa impossibile, c'è lo sempre col figlio Hermann Tanner, salvò questi scazzi. Da sind wir jetzt an der Shell-Strecke. Wir schauen Richtung Samada. Mit einem Bild, das fast 100-jährig ist. Nur 2 Jahre nachdem das Auto in Graubünden überhaupt zugelassen worden ist, hat man da schon eine Rennstrecke gebaut. Kommen die Autos einem da entgegen. Da hat eigentlich der Automobiltourismus angefangen im Engadin, also mit Bergrennen und so weiter. Simon Bundi o Udia dall'album Culs Autos. Tu appunto gius vegna la guardir. Ciao Pascal. Ciao Simon. Also, das ist das Album. Super. S'allegro. Super, wow. Ich lasse dich ein bisschen schauen. Ja, sehr gerne. Kommen wir nachher wieder. L'istoriker Simon Bundi ha pubblicato in curt sulla storia degli autos in Grigion. Ja, ich habe in partita fotografias que eu mai viu. Per ihnen sind in massa corridors con nur Autos, die stata neri, aber in Aktion, la corsa d'accelerazione durante la Jamna internazionale d'automobil di Soi Murezzi 1929-1930. In Sacca la Liaut veniva in Roches, alles Jamnas d'automobil di Soi Murezzi, dove stira io in una tribuna, che vesinski scritto Cassa. A che inni l'auto che veniva cogliato in auto, de marausa che era cosa gli auti. Pau più ben stonte wie els autos che hanno. Da è per l'altro motivi che io mai viu, per esempio in commentatori, in reporter che sei in auto a commentasce che usano in microfono quella corsa di 1 chilometro. Che vanno in auto, in sabo exact, che uso il radio, non è che era mo la uso els outplidaders.
Io credo che la scienza storica da dort dice la vuole venire legida, è importante che noi abbiamo buone illustrazioni, ci sono fotografie, fa poi venire vivo quel che sta in una tutta altra moda. Ad una da ciò ven quel cinque per a vi, da specie questa collezione scoacuira regna gran travasch. Hallo Pascal. Ciao Karin. Hoi, ich möchte noch mal meine Kiste anschauen. Ja, schau dir nicht da her. Super. Karin Fuchs prepara un'esposizione nel Museum Rettig con porträts della collezione. Mich interessiert vor allem die Leute. Also mich interessiert, wie die Fotografen die Leute darstellen. Also in welchen Zusammenhängen sie fotografieren, zu welchem Zweck sie fotografieren. Sind es nur Einheimische, sind es nur Gäste? Ich habe bis jetzt gesehen, es sind beide Welten. Es ist auch die Verschränkung von diesen Welten. Das dunkelt mir jetzt ganz spannend in dem Zusammenhang mit diesen Fotos hier. Was ich da zum Beispiel möchte ich ganz sicher zeigen, den Tunnelfotograf. Engadin Press hat 1903 ein Buch herausgebracht. Es könnte sein, dass der Fotograf im Zusammenhang mit dieser Buchproduktion da Fotos gemacht hat. Den muss ich noch ein bisschen angehen. Oder ganz schönes ist auch da der Nachtwächter aus Zernetz. Da steht Fotograf R. Grass. Das war der Fotograf von Zernetz. Das ist ein Bild vom Kindergarten Samaden. Ich dachte, wow, so früh schon ein Kindergarten. Ich habe dann aber in der Dorfgeschichte von Samaden gelesen, dass 1907 der Kindergarten in Samaden vom Frauenverein gegründet worden ist. Finde ich total spannend. Und lässig auch, dass die da so sitzen und hinten in den hinteren Rängen trollen übereinander. Schon dazu mal. Also es wird schon ein gestelltes Bild sein, aber da die Ordnung wird ein bisschen durchbrochen. Da sind wir jetzt an der Via Maestra in Pontresina. Ja. Ottavio Clavuto fa apposta il Viedi dall'Engadina a Cuira il Museum Rettig. El porta con sé sia crapta litografia dall'Engadin Press. Hola! Hallo, hoi Ottavio. Ciao Karin. Ciao, bist du gut gereist? Ja, ist Super. gut gereist, danke. Cool. Und du bringst uns jetzt den Literstein? Ja. Okay, komm. Dann geht da rein. Da kommt er an. Haben wir schon den Sockel parat gemacht? Also, Bin ich aber gespannt. ja, da wird der Stein. Oh, so schön. Oh, Hoppla, das ist aber schwer. schwer. Ja, 3 Kilo. 3 Kilo. Wow. Ah, schau mal, da hat er eine Nummer drauf. Jeder Stein hat eine Nummer gekriegt. Hat er einen Haufen von diesen Lächeln? Ja, der hat Hunderte, Tausende wahrscheinlich gemacht. Das gute Tanner. Spannend. Ja, schau mal, wie der sich schön macht. Da. Ja, wunderbar. Hast du Lust, da einen Blick zu werfen in die gehen wir Ausstellung? noch ein Wir bisschen sind zwar weiter. im Aufbau, aber gewisse Sachen sehen. Okay, danke. Ils preparativs per l'exposizione sub der Engadin Press sono in plena marcia. Wir wollen mit unserer Ausstellung auch den Arbeitsprozess von der Fotografie ein bisschen aufzeigen. Und da zeigen wir eigentlich, wie wir das Negativ, also da sind Glasplatten, eine Auswahl aus diesen 5000 Glasplatten von der Engadin Press, die als Negativ dient haben, die hat man da in dieser Kamera
eingeschoben und dann so das Bild beleuchtet. Und von diesen Glasplatten, von diesen Negativ, hat man positiv gemacht. Pascal Werner ha creato una stenza con queste masse di fotografie sorge del Relâche. Es war schon ein bisschen ein Traum, mal an einem Ort so viele Bilder haben, wo man sich wirklich quasi in diesen Bildern wälzen und umschauen und verstehen, was ist denn links, aha, da ist eine Baracke, ja, wie hat die Baracke von hinten ausgesehen, und dann kann man ein anderes Bild nehmen und sieht, wie alles von einer anderen Seite aussieht. Also es ist einzigartig, dass man eine Art wie so eine Region, eine Landschaft von allen Seiten kann anschauen in einer Zeit und zurückgehen in der Zeit quasi. Das ist ein unglaubliches Bild. Das ist noch das alte Palast und vorne her ist schon das neue gebaut. Und da, wo es noch so richtig ländlich aussieht, mit einem Stall, da wächst dann das Grand Hotel aus. Also so der Glamour neben dem St. Moritzer Bauernalltag. Und weil es so viele Bilder sind in dem Bestand, habe ich noch ein zweites gefunden, wo auch die Baracken zeigt, die gerade rechts vom Palast sind. Also links da ist das Palast, da sind die Baracken und da, wo die Kirche ist, ist eigentlich noch bis vor kurzem nur eine Kapelle gestanden. Und oben die Cesaveglia, wo es ja immer noch gibt. Und das sind jetzt 2 Puzzleteile von diesen 50'000 Bildern, die einen neuen Blick auf St. Moritz zeigen. Also man kennt das Dorf sonst ja mit so Gesamtansichten oder einmal irgendwie die Hauptstraße oder das Hotel. Aber also die Baracken, wo das Holz gelagert wird und wo man noch im Hinterhof den Abfalleimer sieht und so, das ist einfach so selten und das macht es total wertvoll.